Welkom tot het nächste programma en dat is Sto Vast. Mijn naam is Gabrielle Kroon en ik freue mich dat u erbij bent. Vandaag meer te horen en te leren met mijn hulp. Wo kan ik jeden kämpfen gaan? So, de Bibel lehrt uns von zwei verschiedenen Reaktionen, was wir haben können, wann was entgegenkommt, wo sie ich am Glauben. Und das ist der Punkt, der erste Punkt ist, raub mich an eine Not, und dann muss ich die helfen. So, das Verste wies in der Bibel, wenn wir in Not sind, dann können wir Gott anbeten. Aber für uns Leben, so wie Leben, halt wir ohne Gott. Gott ist nicht wirklich Mittelpunkt von uns, dann hast dich kämpfen, Golpe, hast dich kämpfen eine Herausforderung von uns Leben, und wir sind nicht bereit, und wir müssen das annehmen, was das falsch sein wird. So, dann sind wir in einer Not, und wir müssen nur Gott schreien, und wir sind nicht bereit für das, was für uns liegt. So, und das ist der ein Punkt, wo wir für reagieren. Das ist nicht arg, Gott in der Not anzureden. Da muss ich die wirklich mitnehmen. Aber ich muss die ein bisschen wissen, wo kann ich leben, damit ich besser reit sein. Der zweite Weg ist, sie reit. Steh fest im Glauben. Steh fest und sie reit im Gebet. Was können wir tun? Das ist ganz einfach. In Epheserbrief steht dort geschrieben, da kannst du nachlesen, Epheser 6 und wieder. Da steht dort ganz klar, wo kann ich mir Reit machen für das, was für uns kommt? Wo kann ich mir Reit machen für die jährlichen Kämpfe, die da sind? Dass ich wirklich Reit sie, dass ich stark sie und dass ich dann einfach sagen kann, ja, ich sie Reit, ich stehe fest im Glauben und ich weiß, dass das nicht immer leicht im Leben, das ist nicht leicht jeder Tag, aber ich sie Reit für den Tag. So, wo fällst du die Führung? Führung stehen wir ab und wir sind mutig und wir glauben, es ist alles fein. Und dann hast du eine Situation mit den Kindern oder mit der Arbeit oder mit verschiedenen Dingen und dann mit einmal fallen wir uns so, das Tag, der ist durch. Auch wenn der Tag nochmal angefangen hat. Und dann möchte ich die Leben früh Mut machen. Steh fest im Glauben. Als Beispiel ist zum Beispiel eine Wahrheit leben oder das Wort Gottes kennen, das ist außen schwierig. Wenn eine schwere Situation kommt oder irgendwas kommt in dem Tag, kann eine Kleinigkeit sein, dann sagst du, no, das Wort Gottes sagt das anders. Und dort können wir uns wehren, wir können sicher im Glauben stehen, wenn wir die Wahrheit leben, wenn wir am Glauben leben, wenn wir das Wort Gottes kennen. So, da muss ich die fragen, bist du bereit? Bist du fest im Glauben oder hast du bloß einmal das halbe gelebt? Und wenn du für Gott kommst, wo fühlst du dich für Gott? Fühlst du dich reit? Fühlst du dich eint mit Gott? Fühlst du dich, so dass Gott wirklich da ist, dass du mit dem Taub gehst und dass einfach dein Leben mit Gott in Ordnung ist? Und wenn das nicht ist, dann knall für Gott. Komm für Gott an seine Jehen Wort, mit wo immer du bist, wo du schaffen das, wo du das hören das, nimm dir einfach in diesem Moment Zeit, einmal die Ohren tot zu knieten und auf dein Hort zu kicken, in die Namen zu kicken und zu fragen, Gott, wo steht mein Hort? Wo sehe ich von dir? Und bete Gott, Vater, ich danke dir für deine Leib, für deine büttergewöhnliche Leib, die so groß ist, dass über alles steht. Ich möchte dich beten, wasch mein Hart rein, schenk mir Mut, am Glauben festzustehen, nicht halb zu leben, dass ich jedes Mal eine Not mit schreien nur die, sondern dass ich mit dir taub reit sie, dass ich am Glauben reit sie für jeden Tag auf Nähen, dass ich einfach eine Gemeinschaft mit dir haben kann vor dem Himmel. Ein Heiliger Geist, ich lade dich an, in mein Leben wirksam zu sein, in mein Leben mich zu wiesen, wo kann ich Schritt für Schritt mit Gott taub am Glauben stehen, festzustehen, dass ich reit sein. Und lebe früh, lebe tauhörcher, ich möchte die Mut machen. Seht Gottes Gegenwart, das ist so wichtig in dieser Zeit, wo wir leben, mit all den Schwierigkeiten, die da sind, und mit deiner Familie, wo immer du bist, das ist wichtig, mit Gott taub geknackt zu sein.
Und wenn du mir schreiben wirst, wenn du ein Gebet brauchst, wenn du eine Mutmerkende Wert brauchst, oder wenn du einfach persönlich schreiben wirst, das ist ein Segen für mich gewesen. Du kannst mir sehr wel schreiben. Ich freue mich für jedem Einzelnen, der mir schreibt. Und liebe Früh, liebe Zuhörer, ich möchte dir sagen, du bist wichtig für deine Familie und steh fest am Glauben.